Hallo Reisefreunde! Heute melden wir uns das erste Mal zurück aus der Schweiz. Wir sind wieder zu Hause. Heute steht aber auch einiges schon wieder auf dem Programm. Wir haben als erstes einen wunderbaren und spannenden Programmpunkt. Dazu brauchen wir hier das Teleobjektiv. Was es genau wird, ihr werdet es gleich sehen. Und der zweite Punkt, der macht uns so ein bisschen nervös. Da geht es nämlich um Karl und um unsere Zukunft und so ein bisschen. Unsere weitere Reise. Ja, ihr wisst, wir können natürlich die Füße nicht stillhalten, auch nicht hier in der Schweiz. Darum sind wir auch heute schon wieder unterwegs. Euch nehmen wir natürlich mit durch unsere ganze Zeit in der Schweiz. Und ja, wir sind gespannt, was heute alles auf uns wartet, auf euch wartet. Schön seid ihr mit dabei. Ich würde sagen, los geht's. Heute eine ganz spezielle Schifffahrt vor uns. Wir fahren mit dem normalen Kursschiff von der Untersee-Rheinschifffahrt und haben dabei aber eine Vogelexpertin mit an Bord und schauen, was wir hier so im Gewässer sehen können. Wir fahren ja mit dem Schiff an diversen Naturschutzzonen vorbei und da werden wir natürlich ganz besonders gut Ausschau halten, was wir sehen können. Und jetzt versteht ihr natürlich auch, warum hier das Tele montiert ist. Wir starten die Tour in Kreuzlingen am Hafen und fahren jetzt Richtung Schaffhausen mit dem Schiff. Vor allem am Anfang jetzt im Seerhein gibt es natürlich viel anzuschauen, dann das Ermatinger Becken, da gibt es nochmal eine große Zone, wo viele Vögel sind und schlussendlich natürlich auch bei der Reichenau. Wir sind sehr gespannt, wie das Ganze jetzt vor sich geht und was ich euch vielleicht noch kurz sagen kann, wer diese Fahrt buchen möchte, die wird zum fixen Termin ausgeführt, dann ist wie gesagt die Vogelexpertin hier an Bord und das Ganze kostet 8 Franken extra zum normalen Fahrschein. Alle weiteren Infos und so weiter findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Station Konstanz. Wir haben in Konstanz angelegt, hier ist der zweite Hafen, wo man zusteigen kann und ab hier startet dann eigentlich auch die eigentliche Vogelschau. Ab hier sind dann auch die Informationen von der Vogelexpertin am Laufen. Wie vorher schon gesagt, 50% der gesamten Wasservögel des Bodensees, des gesamten Bodensees, versammeln sich hier am Untersee, hauptsächlich im Ermatinger Becken. Wir haben so eine Vielzahl an Pflanzen und somit aber auch eine Vielzahl an Insekten,
und Vögeln, die auf diese Pflanzen spezialisiert sind. Es ist wirklich sehr schön zu beobachten. Und da vorne ist ein Nest. Wunderbar. Ein bisschen schön versteckt. Sehr groß. Wir lernen hier gerade so viel Spannendes. Zum Beispiel, dass der Kormoran praktisch gar nicht starten kann, weil der hat keine wasserbeißenden Federn. Und wenn der dann nass wird und im Wasser ist, dann hat der riesig viel Mühe, überhaupt wieder nach oben zu kommen. Sehr spannend. Wir sind bei der Reichenau angelangt. Die Fahrt war super spannend. Hier ist es dann auch schon zu Ende, die Vogelschau. Natürlich kann man weiterhin auf dem Schiff bleiben und wer selber einen Feldstecher mitbringt, der kann natürlich dann auch auf den folgenden Metern oder Kilometern bis nach Schaffhausen runter weiterhin Vögel beobachten. Aber die Expertin verlässt uns hier wieder und ja, jetzt ist man auf das eigene Auge angewiesen. Aber wir haben ja so viel gelernt, jetzt klappt das. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum um alle Welt haben wir jetzt heute Morgen eine Schifffahrt gemacht. Ihr wisst alle, wir lieben die Natur, wir lieben Tiere, wir lieben Wildtiere und wir hatten heute die Möglichkeit für die Untersee- und Rheinschifffahrt einen Imagefilm zu drehen. Und für uns ist das natürlich eine riesen Ehre und da haben wir uns einfach gedacht, wir nehmen euch gleich mit. Und ja, uns hat es super gut gefallen, wir haben richtig viel gelernt, richtig viel erfahren. Und ja, für uns geht es jetzt zurück nach Kreuzlingen, das machen wir mit dem Zug, da kommt ihr natürlich mit, weil Steffi hat es am Anfang ja gesagt, heute haben wir noch viel mehr vor, also weiter geht's. Wir stehen jetzt in Steckborn am Bahnhof und fahren mit dem Zug zurück nach Kreuzlingen. Das machen wir ja nicht so oft. Die Tickets, die haben wir schon gelöst. Jetzt kommt dann hoffentlich gleich irgendwann der Zug, weil es hat keine Anzeigetafel, wann der erste Zug kommt. Und da wir so intensive Zugreisende sind, haben wir natürlich keinen Plan. Lustig ist, hier hat es einen kleinen Kiosk. Ein Kiosk am Bahnhof und der akzeptiert in allem Ernsten Bitcoin. Habe ich noch nie so gesehen, finde ich echt interessant. Aber ja, wir warten jetzt auf den Zug und nehmen euch mit zurück nach Kreuzlingen und dann geht es zurück nach Hause und dann dreht sich alles nur noch um Karl. Wir sind zurück da, wo heute Morgen alles angefangen hat, wo wir mit dem Schiff von Untersee- und Rheinschifffahrt losgefahren sind. Und ja, es ist einfach eine wunderschöne Gegend. Von uns zu Hause aus sind es hier nach Kreuzlingen gut 20 Minuten und wir haben auch früher viel Zeit hier am See verbracht und vor allem auch in Konstanz, weil Konstanz ist so eine wunderschöne Stadt und da gehen wir immer gerne shoppen und essen und so weiter und das ist halt echt nah von uns zu Hause. Uns würde mal interessieren, wer von euch kommt eigentlich vom Bodensee? Haben wir irgendwelche Zuschauer, die hier in Konstanz oder am Bodensee wohnen? Das wäre echt mal noch interessant. Schreibt das unten in die Kommentare. Wir machen jetzt die letzten Filmaufnahmen für unser kleines Projekt hier für die Untersee- und Rheinschifffahrt. Das ist natürlich eine Riesenehre, dass wir das machen dürfen. Das ist so cool. Das ist ja auch wie beim Thurgau Tourismusprojekt. Das haben wir alles euch zu verdanken.
ihr, die unsere Videos schaut, die kommentiert und so weiter, ihr ermöglicht uns eigentlich solche Aufträge, die wir jetzt machen dürfen. Und ich meine, das ist einfach mega. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie cool das alles ist. Und ja, ich warte jetzt kurz auf Steffi, die ist mal wieder auf der Pipi-Box und dann machen wir die letzten Aufnahmen, dann geht es zurück. Ne, erst geht es wahrscheinlich um Mittagessen, danach geht es zurück nach Hause und dann kümmern wir uns um Karl. Das wird keine einfache Sache und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns danach wieder. Wir sind wieder zu Hause und hier steht der liebe Karl. Der ist schon ein paar Tage nicht mehr gelaufen. Ich bin ja nur schon mal gespannt, ob er wieder läuft, aber eigentlich die schlechte Nachricht ist, dass er heute zum Doktor muss. Also er kommt in die Garage und wird fit gemacht für den TÜV, wenn alles klappt, also für das Schweizer MFK, sagen wir ja bei uns. Wir haben keine Ahnung, ob das klappt, weil er hat sehr viele Roststellen. Er hat hier zum Beispiel am Kotflügel relativ viel Rost, ihr seht das. Und auch unterm Auto hat er relativ viel Rost und wir bringen ihn jetzt nach Frauenfeld in eine Garage und die werden den mal unter die Lupe nehmen, ob noch was zu machen ist, ob irgendwas geht. Wir sind super gespannt, weil davon hängt ja unsere ganze weitere Reise ab und ja, drückt uns die Daumen. Für uns geht es jetzt nach Frauenfeld, ihr kommt mit und dann schauen wir mal. Natürlich auch immer noch fehlt bei Karl ist, ihr wisst es wahrscheinlich alle, der Seitenspiegel unten. Der ist ja in Irland kaputt gegangen, wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann hier oben. Ja, der muss natürlich auch ersetzt werden und auch sonst noch viel. Steffi putzt jetzt gleich noch die letzten Dinge raus und dann geht's ab nach Frauenfeld, wie gesagt. Ja, mal schauen, was wir heute schon erfahren, mal schauen, wie lange es dauert, mal schauen, ob die Reise weitergeht, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir ihn jetzt fit für die Garage und ihr kommt natürlich mit. Natürlich muss er aber vor der Fahrt erstmal anspringen und das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt schauen wir mal, was der liebe Karl kann. Übrigens für die aufmerksamen Zuschauer unter euch, ja, wir haben keine Sonnenblende, die ist uns abgefallen. Vielleicht wir können sie hochstecken, aber ja, es hält dann manchmal vielleicht nicht. Reparieren wir die gleich auch noch. Aber jetzt schauen wir wirklich erst einmal, ob wir von hier überhaupt wegkommen. Karl meistert das. Vorglühen ist schon mal ziemlich schnell gegangen. Was meinst du? Aufs erste Mal. Aufs erste Mal? Das ist Karl. Hoppla. Fast aufs erste Mal, ne? So, Louis und Karl geht. Und ich fahre mit ihm jetzt hinterher. Wir sind bei der Garage unseres Vertrauens angekommen und so schnell geht die Sache leider natürlich nicht. Karl wird jetzt erstmal hier geparkt, wir müssen ein paar Tage warten, bis das Ganze weitergeht. Dann bekommen wir die Information, ob es Karl durch den TÜV oder den MFK schafft oder nicht. Wir sind natürlich super gespannt. Der Vorteil ist, wenn Karl dann auf der Bühne ist, dann dürfen wir hier vorbeigehen, uns das Ganze anschauen, was die Probleme sind, ob es möglich ist und so weiter. Wir melden uns wieder bei euch. Wir beenden das Video da, wo wir es auch begonnen haben, nämlich am Wasser. Ja, der Tag, der hat natürlich ein bisschen blöder geendet, als er angefangen hat. Die Vogelschau am Morgen, die war ja wirklich vom Feinsten. Alle Informationen, wie gesagt, die findet ihr unten in der Infobox. Schaut mal vorbei. Ja, aber wir stehen jetzt ohne Karl da. Blöde Situation, wirklich blöde Situation. Wir grübeln natürlich was, wie, wo und hoffen, dass wir bald irgendwelche Informationen bekommen, was mit dem ist. Auf jeden Fall machen wir am Freitag, dem 1. Juni um 7 Uhr abends, also um 19 Uhr, eine Live-Session hier auf YouTube und beantworten alle eure Fragen und hoffen, dass wir dann euch auch informieren können, was läuft, wie es läuft mit Karl, wie es weitergeht und so weiter. Also Freitag, 1. Juni, 19 Uhr, einschalten, YouTube Live.
Ja, und um euch die Zeit ein bisschen zu verkürzen, haben wir noch ein Angebot für euch. Und zwar unten in der Infobox findet ihr nebst den Informationen zur Vogelschau auch ganz viele Links zu verschiedenen Interviews, die wir die letzte Zeit gegeben haben. Wir haben zum Beispiel Takli on Tour, unserer Freundin Tanja, ein ganz schönes Interview gegeben. Wir haben MyCamper, einem Startup in der Schweiz, ein richtig cooles Interview gegeben. Wir haben ein Video wieder gemacht für 20 Minuten. Das ist übrigens die erste Auskopplung aus unserem Thurgau Tourismusprojekt, das findet ihr auch unten. Und dann haben wir noch 2 Zeitungsinterviews gegeben, einmal den Frauenfelder Nachrichten, die haben ihren Namen geändert, und den Wieler Nachrichten, auch zum Thurgau Tourismusprojekt. Schaut da mal vorbei, ganz viel Lesestoff über uns, da erfährt ihr ganz viel. Und ja, das wäre es gewesen für dieses Video. Schaltet ein, Freitag, 1. Juni, 19 Uhr abends, dann sehen wir uns alle live und dann gibt es hoffentlich die finalen Informationen, wie es weitergeht. Das war's für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, wie gesagt, wer kommt vom Bodensee, und dann sehen wir uns am Freitag. Bis dann. Tschüss.